Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 21. Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim. Joa, bevor wir da reingehen, ihr kennt den Spaß, wenn ihr öfter hier seid. Wenn es euch gefällt, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir direkt rein in den Bums. Vincent Kompanie und bereit für die abschließenden Fragen. Bitte schön, wer möchte beginnen? Go. Da wird getuschelt. Mikrofon vielleicht gleich zu dem. Oder da. Ja, da ist die Augsburger Allgemeine. Ja. Hallo Herr Kompanie, 79 Tore in 21 Spielen jetzt. Das sieht schwer nach einem neuen Rekord aus. Bislang steht er bei 101 Tor. Spricht er einiges dafür, dass Sie den knacken können. Wie wichtig wäre Ihnen so, das einen neuen Rekord aufzustellen? Im Moment ist es noch keine Priorität für mich, dass wir als Bayern immer viele Tore schießen wollen, dass wir offensiv stark sein wollen und dass wir das die Fans auch bieten wollen. Also das bleibt, ohne Frage. Ist auch eine große Stärke von unserer Mannschaft. Ich glaube, wir wollen natürlich immer das perfekte Spiel, aber einfach immer in jedes Spiel reinzugehen, zu wissen, wir können immer Tore schießen, das ist einfach ein Gefühl, das wir 100% behalten müssen. Und auch das bleibt meine große Priorität bis Ende dieser Saison, dass wir einfach immer wieder dieses Gefühl haben, wir können jedes Spiel, jeden Moment Tore machen und das machen die Jungs hervorragend im Moment. Nächster an der Reihe ist David Fehr für die Bild-Zeitung. Hallo Trainer, wir hatten gerade Christian Ilzer hier sitzen. Ich habe ihn gefragt nach der Szene kurz vor der Halbzeit, als Sie sich bei ihm entschuldigt haben. Danach hat er hier eine Lobeshymne auf Sie gehalten, so. was diese Szene auszeichnet, dass Sie dort hingegangen sind, sich gleich entschuldigt haben oder dass Sie gleich gesprochen haben und dass Sie ein absoluter Gewinnertyp sind und dass er es sehr schätzt, den Umgang mit Ihnen. Können Sie mal andersrum erklären, wie haben Sie ihn empfunden und können Sie uns vielleicht erklären, worum es in der Szene ging? Ja, ich hab erst mal gesehen, was er in Österreich schon geleistet hat, weil das Spiel, wo wir letztes Jahr gegen seine Mannschaft gespielt haben, da war vielleicht die wichtigste Information, was hat er früher gemacht in Sturm und wie haben die gespielt, was haben die da erreicht und dann zu sehen, wie eine Hoffenheim-Mannschaft in schwierigen Zeiten wieder rauskommt und auf einmal dieses Bild zeigen kann, genau was er in Sturm schon gemacht hat und dann jetzt wieder und was die jetzt in der Bundesliga machen, finde ich einfach sehr beeindruckend. Aber man bekommt Respekt vor Menschen, wenn es mal schwierig ist. Und letztes Jahr war es eine ganz, ganz schwierige Zeit für Hoffenheim und für ihn. Und die Art und Weise, wie er da war, wenn es jetzt gut geht für Hoffenheim, dann bin ich auch sehr froh für ihn, einfach wegen seiner Art und Weise in diese schlechten Momente. Und ja, ich kann das schätzen und natürlich gehört ein bisschen Emotion dazu und unterschiedliche Meinungen und das ist alles gut, aber am Ende gibt es hauptsächlich Respekt. Der Sitznachbar ist Manuel Bunke für Münchner. Ja, was soll er jetzt auch? Ich weiß nicht, um welche Szene es geht, habe ich nicht mitgekriegt. Dass man natürlich unterschiedlicher Meinung ist, wenn man Gegner ist auf dem Fußballfeld, ist ja, also wenn nicht wir Fans, wer weiß es dann mal. Merko und TZ. Hallo, Herr Kompanie, Min-Jae Kim hat es heute nicht in den Kader geschafft. Sie waren früher selber Abwehrspieler. Wie schwer fällt Ihnen so etwas, auch so Gespräche dann? Wie hat er die Entscheidung aufgenommen und wie haben Sie es ihm erklärt? Can I say it in English? Yes. Because I think it's an interesting process. So when we arrive in January in preseason, the first thing I said to the team is the program in January is 7 games in 20 days. And I said it on the 3rd of January when they came back. The program in January is 7 games in 20 days. So in the 7 games in 20 days, everybody's going to feel a part of it. Like Min-Jae played last game. He started the game, let's not forget. So I said, this feeling that you have of everybody being a part of it, because we did so well in the Champions League, in February we're going to have a lot of clear weeks. So we have to make a lot of less changes. We're recovering a fully fit squad. So in February we need to be mentally strong to understand, hey, our strength is the squad, this is how we got here.
we have a month with less games, and then in March it's full gas again because the schedule will be in March like in January. And hopefully in April the schedule will be as well. So we have a period now where it's more about being professionals, understanding where we are, continue winning the game, and then we've got a period after that where probably everyone will feel so included again. But now the process then, when you explain to the players who has to stay home or not, in fact you explain by saying we have 19 players fit, field players, we can select 18, and until it's 2 or 3 times that a player is out, it actually means nothing. It's just a decision you have to make, and it will be another one and another one. Today was him, and on Wednesday you'll have to ask me about somebody else, and then on Saturday you won't have because Michael is suspended, so then everybody will be there. But it's a good situation. Everyone is fit. And I told you last year, we arrived in Inter Milan with 9 players out. So I will take this situation every day of the week. Yeah. Ja, ich denke auch, das sollte man nicht überbewerten. Ja, also jetzt ist Minjay draußen, wie er sagt, letztes Spiel stand noch eine Startelf. Am Mittwoch ist jemand anders nicht dabei, wenn du 18 nur nominieren kannst und 19 hast. That's a game, Alter. Ja, das... So, wenn einer kränkelt, ja, dann ergibt sich das von alleine. Und wenn keiner kränkelt, ja, dann muss halt einer home bleiben. So, ja. Und ja, solange es nicht immer derselbe ist, sollte das alles auch kein Problem sein. Auf die linke Seite, Klaus Bergmann für die dpa. Sie haben sich schon häufig über Luis Diaz geäußert. Heute 3 Tore und er holt die beiden Elfmeter raus. Ist das Cleverness von ihm, wie er die Elfmeter rausholt? Wie beurteilen Sie die Szenen? Nein, ich glaube nicht Cleverness. Ich habe es gesagt, er hat immer diese Chaos-Kreativität. Ich glaube nicht, dass er in dieser Phase sich zu viele Gedanken, er spürt es einfach, er versucht vorbeizukommen und ich weiß genau, was es ist als Verteidiger, wenn so ein Spieler auf dich zukommt und das ist, dann glaubst du, okay, jetzt ist Moment ranzukommen, jetzt hast du den Ball. Und dann hat er auf einmal wieder einen extra Schritt gemacht oder Bewegung, Richtung geändert. Und das ist eigentlich, was passiert in dieser Phase. Du glaubst, die Phase ist vorbei, ist aber nicht vorbei. Und dann auf einmal hast du eine Situation, entweder kommt er alleine vom Tor oder manchmal passieren dann so diese Fouls. Aber diese Chaos-Kreativität habe ich schon ein bisschen früher gesagt, das ist viele Top-Spiele, das geht von A, B, C, D, ganz deutlich, was die machen wollen und das ist alles clever. Und Lucho ist natürlich auch clever, aber der liebt diese Chaos und das macht ihm natürlich so gefährlich. Okay, einmal nochmal bitte, David. Die Frage, wie er die Szenen gesehen hat, haben wir natürlich nicht beantwortet bekommen. Also, wie gesagt, ich habe es in der Analyse schon gesagt, erste Szene ist für mich kein Elfmeter. Sorry. Ja. Nein. War aber auch schon im Spiel, aber ich dachte, was ist jetzt los? Gibt es Elfmeter? Hä, warum? Ja. Also, das war ein normaler Zweikampf. Lucho zieht am Arm, der Verteidiger hat den Arm dann draußen. Ja, alles ist gut. Ja, also, weiß ich nicht, wo das ein Elfmeter ist. Für mich nicht. Zweite Szene ist für mich ein klarer Elfmeter, wenn du da deinen Körper so in den Gegner reinwirfst. Ja, dann bist du selber schuld. Ja, das musst du schlauer verteidigen. Das erste kann man natürlich auch argumentieren. Ja, da musst du als Abwehrspieler dann schneller den Arm wegnehmen. Dann gibt es wahrscheinlich keinen Elfmeter. Ja, aber wenn man sich das in der Zeitlupe anguckt, sieht man auch, dass Lucho halt auch erstmal den Arm klammert und ein bisschen zieht. Das ist schon clever, das ist ein normaler Zweikampf. Dazu die rote Karte ist natürlich Todesurteil gewesen. So ehrlich muss man sein und ja, ein bisschen schade gewesen. Ja, weil mich hätte interessiert, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn Vollpower auch auf der gegnerischen Seite gewesen wäre. Ja. Wenn man bei der Einwechslung von Konrad Laimer ein bisschen weiter hinten geschaut hat, ist Leon Goretzka zur Bank gegangen und war, ja, ich glaube, enttäuscht, war wahrscheinlich die richtige Beurteilung seiner Miene. Ja, geil. Ich weiß auch nicht, was Leon Goretzka erwartet hat, sorry. Ich habe es gesagt, ja, er hätte wechseln sollen. Wo soll Leon Goretzka sich annähernd nur anbieten können für die Weltmeisterschaft? Sorry. Kimmich Pavlo ist gesetzt. So.
Wo soll es denn mal ein Spiel geben, wo man sagt, oh geil, jetzt nehme ich aber besser Leon rein anstatt Josh oder ich nehme besser Leon rein anstatt Pavlo? Welches Spiel soll das sein? Ja, wenn wir zwischen 2 Champions League Halbfinalen sind und in der Bundesliga gegen was weiß ich was spielen, ja, dann schlägt Leons Stunde. Das war es. Sorry, so ehrlich muss man sein, es sei denn, es verletzen sich 3, 4 Spieler. Sonst wird Leon Goretzka keine Rolle in dieser Mannschaft spielen. Ja, Kompany wird ihn wahrscheinlich in der Bundesliga immer mal reinwerfen, eine Halbzeit oder so. Hat er ja in der Hinrunde auch gemacht. Ja, aber sorry, was hat Leon jetzt erwartet? Dass er Stammspieler wird jetzt die Rückrunde oder was? Sorry. Ja, dasselbe gilt für Serge Gnabry, Alter. Ja. Aber ich meine, Lennart Kahl war ja auch schon bei der Weltmeisterschaft. Aktuell hören wir keine Stimme, die das fordert, oder? Also. Und na klar ist, dass der Leon enttäuscht ist. Ja, er wird noch öfter enttäuscht sein diese Saison. Weil er einfach keinen Platz in dieser Mannschaft hat. So. Das ist es. Ja. Leon wird spielen, wenn andere Pause brauchen. Jetzt hat er nach der Verkündung, dass er im Sommer hier beendet seine 8 Jahre und dass er im Winter nicht wechseln wird, zweimal keine Minute gespielt. Reden Sie mit dem Spieler in solchen Situationen extra? Nehmen Sie den morgen mal zur Seite und sagen, Leon, deine Zeit kommt? Oder wie gehen Sie an die Sache ran? Oder ist es halt einfach so, weil es andere Spieler gibt, die im Moment die Nase vorne haben? Also, was ich oft machen würde, ist versuchen, 9 Mal von 10 versuche ich das eigentlich, wie gesagt, schon lange vorher in die Gedanken von den Spielern deutlich zu machen. Es sind ganz logische Folgen von, wir haben wenige Spiele jetzt in diesem Moment. Natürlich ist diese Konkurrenz immer da, das bleibt auch unsere Stärke. Wir haben auch Vertrauen in Leon und die anderen Spieler. Aber Leon wird seine Chance gegen Bremen kriegen. So, ja, Leipzig ist ein wichtiges Spiel. Da wird Pavlo Kimmich anfangen. Alles ist fein. Alles andere würde mich mega überraschen. Leon darf dann gegen Bremen spielen, damit da ein bisschen Ruhe einkehrt, weil da jetzt schon wieder diese Nachfragen kommen. Und danach war es das erstmal für Leon. Dann haben wir 3 Wochen, wo wir nur ein Spiel haben. So, da wird die Top-Mannschaft spielen. Ja? Die Spieler müssen als erstes in Form sein. So, die wird spielen. Leons Zeit kommt dann wieder im März. So, dann haben wir wieder englische Wochen und dann wird Leon auch ein bisschen Spielzeit kriegen. Ja? Aber das reicht natürlich alles nicht, um zu sagen, ey, ich fahre als Stammspieler zu einer WM oder was? Auch aufgrund welcher Leistung die Saison. Ich glaube nicht, dass du immer... Deswegen habe ich ja gesagt, für ihn wäre es besser gewesen, wenn er wirklich zur WM will und ja, er hätte wechseln sollen. Hinterher reden musst. Du musst vorher schon die Jungs erklären, welche Phase sind wir. Ich habe es auch mitgemacht als Spieler. Vom Gefühl her könnte das ganze Monat Februar mit dieser Geschichte kommen. Das ist ganz logisch. Vielleicht habt ihr das im Januar genauso wie ich gewusst, dass im Februar kommen diese Geschichte. Steht vielleicht auf die Liste schon, auf die Planung. Ja, genau. Aber trotzdem in diesem Moment gemeinsam durch diesen Monat kommen, unsere Ziele erreichen und dann in März und April, dann werden Sie sehen, brauchen wir jede Spieler genauso wie jede Minute bis wahrscheinlich dieses Spiel jetzt, weil wir haben eine lange Woche gehabt. Nein, aber die Situation von Leon ist eine Folge auch, dass wir im Moment alle... Jetzt aber auch mal, ja, er sagt es ja gerade, jetzt aber auch mal ernsthaft. Was erwartet man denn jetzt? Das ist ein Spieler, der am Ende der Saison den Verein verlässt. Ist ja wohl klar, dass der ganz hinten in der Hierarchie steht. Ja, da würde ich doch eher jetzt einen Tom Bischoff bringen, wo ich weiß, er ist die nächsten Jahre da, dass der sich weiter integriert und weiter seine Leistung steigern kann, anstatt zu sagen, ich werfe jetzt den Leon Goretzka rein, der am Ende der Saison eh weg ist. What the fuck? Was erwartet man? Ja? Fit haben und ich möchte das nicht in eine negative sehen. Das ist für uns positiv, alle sind da. Wenn Leon oft spielt, dann ist Thema für einen anderen Spieler kein Problem, aber das ist eine gute Ausgangsposition für uns und wir haben 100% Vertrauen in Leon, wenn sein Moment da ist. Ja, das wird noch ein bisschen Eine allerletzte noch, Klaus Bergmann noch mal vermutlich zum Pokal. Ja. Herr Kompany, wie wichtig war denn der Einstieg heute in diesen Monat mit diesem Sieg? Sind wieder 6 Punkte vor, unter dem Aspekt, dass man ja Ende des Monats dann in Dortmund spielt. Ja, ich habe es gesagt, wir sind im Moment in unserer Tunnelphase. Wirklich sehr wichtig.
Ich weiß nicht, wie diese Saison sein wird. Vielleicht ist es knapp, vielleicht nicht. Aber keine Ahnung, wichtig sind einfach unsere Leistungen, unsere Spieler. Wir wissen eins, und das haben wir in der Vergangenheit schon gezeigt. Wir haben diese Saison angefangen mit 17 Siege in Folge. Also wir wissen, dass irgendwo in unserer Bayern können wir das. Haben wir gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir 10 Monate ungeschlagen sein können in der Bundesliga. Ich sage nicht, dass es passieren wird, aber es steckt irgendwo in dieser Mannschaft. Und das heißt, dann musst du einfach auf deine eigene Leistungen fokussiert sein. Wenn es einmal Punkteverlust sein oder wie heute 5-1 gewinnen, sofort wieder wegmachen und weitergehen. Weitergehen. Und das habe ich gelernt auch in meiner Karriere und das hat immer geholfen. Okay, danke schön, Vinny. Ja, alles andere macht ja auch keinen Sinn. So, Punkt. Ja. Was soll das jetzt Sinn machen, da zu gucken, bla bla bla. Natürlich wäre ein bisschen Druck mehr da gewesen von außen so, von den Medien, ja, gar keine Frage. Aber als Trainer oder als Mannschaft, wie Beeson Company sagt, also du hast 10 Monate am Stück nicht verloren, du hast 17 Siege in Folge geholt, du weißt, dass das in dieser Mannschaft steckt. So, und dann brauchst du nicht auf andere Mannschaften gucken. Dann musst du auf deine Mannschaft gucken und gucken, dass du wieder diese Serie schaffst. So, ja. Du das Maximale rausholst und dann bist du ganz automatisch Deutscher Meister. Da brauchst du nicht auf sonst irgendwas gucken. Ja. Ganz einfache Kiste. Gut. Rot-weiße Grüße, Leute. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.